Herzlich willkommen zurück hier zu Pokémon Omega Rubin. Das große Story-Finale nähert sich seinem Höhepunkt. Doch vorher müssen wir noch eine Hürde nehmen. Und zwar die 7. Arena in Moosbach City. Oh Mann, da haben wir mit Groudon noch einen richtig heftigen Gegner vor uns. Ja Freunde, 648 Pokémon im Pokédex bereits gesehen und spielt sie bereits über 28 Stunden. Meine Fresse, ey. Das ist wieder mal eine Zahl. Ja, hier Moosbach City war bereits mal ein bisschen an Land gekommen. Mal ein bisschen gucken, was hier direkt mal noch so abgeht. Schön am Strand, schön im Matsche irgendwie. Dass ich hier nicht untergehe. Ja, was das hier genau sein soll. Irgendwie ein seltsamer Irrgarten. Da kann man teilweise zwar rein, dann wiederum doch nicht. Alles ein bisschen schräg, Mann. Ich glaube, hier irgendwie im Osten, sprich rechts von mir, da kann man gar nicht durch. Aber ich habe es bis jetzt noch nie geschafft. Oder nicht richtig hingeschaut, kann doch auch sein. Ja, also ich habe eigentlich keine Ahnung, ob man da irgendwie besonders durchkommt, ob es irgendwie ein bisschen einen Trick gibt, um da durchzukommen. Eigentlich müsste es ja gehen, aber es sieht zumindest so aus. Das ist verrückt, Mann. So, in diesem Sinne, ja, Moosbach City. Nach hier gäbe es noch einiges zu tun. Man könnte auch hier noch ein bisschen... Moosbach City, unser Motto, liebe Pokémon. Okay, die lieben Pokémon. Ach nee, liebe Pokémon. So, bin ich schon raus. In auch Moosbach City kann man wilde Weimar sehen. Das ist Weimar-Watching. Ja, und schlecht. Weimar-Watching. Ich glaub so. Mein kleiner Bruder ist vielleicht einer. Er sagt, er will die größte Geheimbasis von allen finden. Okay, bist du wahr? Ich gewusst, es gibt ein paar Items, die eine Geheimbasis vergrößern, wenn du sie dort benutzt. So ein solides Brett oder eine Treppe sind in dieser Hinsicht echt nie Gold wert. Gut zu wissen und natürlich auch gut zu merken. Moosbach City und das Pokémon Center. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon Center. Wenn dein Pokémon macht, ist wieder fit. Soll ich fit machen? Ja. Apropos unsere Pokémon-Freunde. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, welche Pokémon wir halt in der Arena einsetzen werden. Und ihr wisst ja, ich mache es immer so, dass ich halt gleich viele Pokémon einsetze wie auch die Arena-Leiter. Hier haben wir einen Doppelkampf vor uns gegen Ben und Svenja, so sollen sie zumindest heißen. Und ich nehme da, habe mich jetzt entschieden dafür, nehme ich uns Kokiri und Chaos. Sprich, wir kämpfen mit Stolos und Tengulis. Wieso? Als ich jung war, bin ich halt Geheimbasenmeister in die Welt gereist. Ja, selbst jetzt als alter Knacker verspüre ich noch immer die gleiche Leidenschaft und Abenteuerlust wie damals. Geil, was? Jetzt immer nicht. Eines Tages auch die eine schönes Tages. Was? Hier? Scheint verschlossen zu sein. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Ja, und zwar aus dem Grund, wegen dem Pokémon. Es ist ja so, dass wir... Das Limit schon im Meer und zog ein Land. Das wäre ein Teil des Landes halt. Aber das Weisen, das Meer und das Land immer miteinander verbunden. Cool, wa? Also das Meer hier in die Küste übergeht und die Küste in das Meer. Küste. Ja, der Grund ist deswegen... Brix, also später Charakter, den wir hier zocken, der hat ja im Anime auch einen Auftritt. Gut, Anime vielleicht übertrieben, ist ja so ein Anime-Special, wie auch immer. Und jetzt sagt er einen Doppelkampf auch mit einem Stolos und einem Tengulis. Dann hat er mir doch so, da wir diese Konstellation ja auch haben, wäre es doch einfach ganz nice, wenn wir das genau gleich machen würden. Und genau so wird es kommen. Servus. Der Renner erzählt eine Geschichten, die kannst du lesen, ein offenes Buch. Nö. Wenn du den Anspruch nehmen willst, wa? Ja, vielleicht später mal. Ein Pokémon ganz sachten Stil auf Zehenspitzen, ich mich nähern will. Es ist Reinbrenner und Poeten erster Wahl und wusste es nicht einmal. Hahaha. Oh Mann, ey. Meine ältere Schwester war schon als kleines Kind recht verschlossen, sprach kaum mit anderen Menschen. Doch eines Tages merkte sie, dass sie die versteckten Botschaften und Gegenstände vernehmen kann. Muss man das verstehen? Nö. Hier geht's nicht weiter. Okay, mal ein bisschen höher. Hallöchen. Dieser Felsen hat eine ganz besondere Bedeutung für das Raumfahrtzentrum. Sie haben ihn hier als Glücksbringer hingestellt, mit dem Wunsch, dass alle Raketen einen sicheren Flug haben. Wenn du das wünschst, was machst du dann? Sternschnuppen beobachten?
Ich schaue meine Wünsche immer auf bunte Kerzen und hänge sie dann als Schmuck in einem Baum auf. Okay. Ja, für jeden das seine. Wen haben wir hier noch Schönes? Meine kleine Schwester schreibt sich mit ihrem Freund aus Baumhaus und sieht die Briefe. Ich bin nicht neidisch. Nö, nicht die Bohne. Briefe? Was gibt's noch? Ja, man nutzt sagen die E-Mails und so. Die Briefbogen, das war damals noch eine echte Innovation. Ja, da fällt mir mein liebes Pokémon, so gemäß unsere Briefe aus. Ganz viel Kummer. Kein Hinweis auf E-Mails und so? Hätte jetzt noch nie lustig gefunden, Hinweis darauf geben von wegen, ja, ich weiß, nicht mal zeitgemäß, aber trotzdem cool. Das Raumfahrtzentrum, ja, ich überlege, sollen wir da bereits reingehen oder das bereits mal zeigen, weil es bringt noch nicht viel, das kommt ja später alles. Ja, das ist es, Freunde, das Raumfahrtzentrum, wie gesagt, kommt alles später. Von der Natur wäre, war da hier schon etwas? Nö, war. Nö, ist noch nichts. Gut, dann halten wir uns das für später noch auf, weil jetzt bereits alles zeigen und sowohl sehr später wichtig werden wird, fände ich ein bisschen doof. Der Beleber, yes. So, dankeschön. Und wie bereits erwähnt, dort ist die Arena. Ich könnte zwar auch, ja, hier gibt es eine Wasserroute, sprich von Moosbach City. Könnte man ja auch noch machen. Aber ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht, habe ich euch schon so lange irgendwie hingehalten und so gesagt, ja, nächste Arena. Obwohl, Zeit hätten wir eigentlich noch. Eine Superangel, na bitteschön, aber gerne. Dankeschön. Können wir versuchen, einen Sterndu zu angeln. Ich meine, ich habe zwar irgendwie bei Alvasafin nie Glück gehabt, aber vielleicht klappt es hier endlich mal. Dann gibt es ja gar keinen, stimmt ja. Das war nicht überall. So, was war hier noch Spezielles? Sie war, glaube der hier war. Ich habe so einen Tribe mitbekommen, weiß aber nicht, was er damit machen soll. Ich glaube, es heißt Kingston, wenn sie das haben. Klar. Und du bist aber komisch. Nö, bin ich nicht. Das ist natürlich noch wichtig, um Pokémon zu entwickeln, die per Tausch da sind. Okay, geht so rein. Ja, hier wohnt Troy. Man sieht aber so nichts wirklich los. Ist das ein Bild und ein Fenster? Wenn ein Fenster ist, ein... Aha, ja, jetzt sehe ich es. Das hat gerade ein schräges Fenster. Aber nee, ist einfach nur, Karo-mäßig. Ja, denke ich mal, sind wir hier durch, war. Da war ich schon. Das Haus fehlte noch. Oh, ein Tengulist. Das war ungefähr so, wie es Pokeriegel mag. Ein kleines... Was? Okay, das macht ein klein bisschen mehr als Pokeriegel. Er vergleicht alles mit Pokeregeln. Oh mein Gott. Sogar sich selbst oder wie? Ja, die Arena von Moosbach sieht, dass wir da bereits reingehen. Rakete gestartet. Ja, kommt, machen das. Also da im Norden gibt es eigentlich nur noch ein paar Trainingsmöglichkeiten plus die Küstenhöhle. Da könnte man Seegesang herstellen lassen, aber naja, ein anderes Mal. Machen wir später noch. Wir haben noch viel Zeit, Freunde, von dem her. Kein Problem. Jetzt muss ja gucken hier mit dem Team. Das ist die Kampfbox. Ja, wie gesagt, ich werfe alle hier raus. Sorry Leute, aber ich brauche alle nicht mehr. Nummer 2 Top-Champions, die sollen das richten. Kokiri und Stolos. Das kann in die Hosen gehen. Mal gucken. So, Attacken hier haben Laubklinge, Finsterer, Orkan, Blättersturm, voll auf Angriff aus, mit Wundersatt ausgerüstet. Naja, muss das sein. Dann haben wir Kraftkoloss, Autotomie für die Geschwindigkeit noch, Steinhaken, Eisenschweif zum Bashen. Jo, geht auch soweit. Fehlt vielleicht noch was? Etwas könnte noch fehlen. Gikra und Nebel, Solarstrahl, okay, aber es gibt hier eher weniger. Metallkraut brauche ich auch nicht. Was gibt's denn noch? Ne, sind bereits Megasteinen. Ich hab sonst so gar nichts, wa?
Ne, der Rest ist alles ein bisschen... Noch ein bisschen doof. Okay, natürlich... Ah, Blattstein bereits, okay. Könnt ihr auch bereits mal eine Riesenperle verkaufen. Steinkante, die würde ich dann... Ja, doch, Stolos vielleicht, oder halt unserem Logok, unserem Champion. Der könnte es eigentlich auch noch gebrauchen. Aber egal. Freunde, wir sind soweit. Ab in die Arena von Moosbach City. Okay, Freunde, los geht's. Zum 7. Mal bereits in der Arena, zum 2. Mal auch noch. Los geht's. Na, wie sieht's aus, Minecraft mit dem Champ? Die Arenaleiter hier setzen Psycho-Pokémon ein. Diese Kampf- oder Gift-Pokémon gehen sie in den Kampf mit deinem Team großen Schaden nehmen. Hals- und Beinbruch, ja, danke schön. Wie sieht's aus mit Heiko? Ja, auch schon hier. Und hat gewonnen. Wow, Psycho-Power. Nice. Kämpfe werden durch Willensstärke entschieden. Mit einem schwachen Willen kommt man nicht weit. Oh mein Gott, was ist denn das für einer? Der Urban. Nicht Urban? Kadabra. Nachher müssen wir noch eine Abra fangen. Aber die sind ein bisschen mühselig zu schnappen. Tja, hasta la vista, Baby. Pech gehabt. Ich habe verloren. Ich muss an meiner Willensstärke arbeiten. Ja, wenn du es meinst. Dann tu das mal so. Jetzt komme ich zwar hier wieder zurück. Will natürlich nicht. Deswegen muss ich hier den Schalter aktivieren. Dann gehe ich da weiter. Okay. Und schicke mich hier zurück. Lufttaxi. Cool. Es ist einfach ein erhabenes Gefühl, wenn man in dieser Arena plötzlich durch die Lüfte schwebt. Kann ich bestätigen. Der Psycho Jonas. Oh, und ein Kadabra. Mann, die sind ja sehr originell hier. Los, Kokiri, du schaffst es schon, Kumpel, denn du bist der Champ. Champion Power. Ein Meditalis. Oh, der ist Kampfpsycho. Ich weiß da nicht. Das sind eigentlich beide Kacke. Sowohl Kokiri als auch Chaos. Gut, das haben wir natürlich hier. Noch was zum Kontern. Und zwar Nokan. Wenn ich treffe. Nein! Das war knapp. Jetzt riech mal mit Orkan. Geht doch. Oh, Kampf-Pokémon hier als Gegner. Das ist doch richtig fies, Mann. So, dankeschön. Und der nächste bitte. Ah, jetzt gehe ich hier zurück und könnte auch da weitermachen. Na gut, gehe ich direkt mal. Hup. Servus. Hehehe, sieht so, wie ich einen Pokéball mit purer Willenskraft schweben lasse. Ich bin gar nicht in Form. Amateur. Der Xaver. Nee, Xavier nicht, fehlt mir das I. Ein Lepumentas. Psychoboden. Ja. Psychomarsch. Der kommt nicht wieder. Nee, nee. Ein Starmie. Wasserpsycho. Kann Donnerblitz, wohlgemerkt. Ja, so ein fieses Teil. Blättersturm und... Oh, ist ja so verdammt schnell. Komm, Kokiri, triff. Kokiri. Kokiri. Ja. Kokiri, du bist der coolste Mann. Du.
Und Stami legt sich hin. Für immer und ewig. Yeah, 53 bereits. Da geht sowas von ab, hey. Die sind in Form. Wohl. Ziemlich schnell war es trotzdem. Okay, ist das wohl die Abkürzung zu Alten. Hallo, Alte. Stammen vom Pyroberg. Gleich wirst du die Kraft zu spüren bekommen, die ich mir an dieser Ruhestätte für die Seelen dahingeschiedener Pokémon zu eigen gemacht habe. Mami! Die Gundul. Ja, mit so einem Namen wäre auch crazy drauf. Ach du Scheibenkleister, Psychofee. Ist einfach ein Problem. Nee, eigentlich gar nicht. Finstaurer gegen Psycho, doppelter Schaden gegen Feen halber, sprich normal, aber ich kriege noch Stab dazu und es ist speziell, wird. Die war das selber? Groink, groink, groink. Verpiss dich, Mann! Groink, groink. Ja. So, dann von mir aus, Chaos war. Weil wisst ihr, Stahl und so. Das passt dann schon. It's Stalos time. Kirlia. Los geht's. Autotomie. Wow. Na toll. Jetzt kann ich die Attacke nicht mehr einsetzen. Wir haben den Eisenschweif. Ja, für den Stolos ist das falsche Pokémon für Autotomie, aber grundsätzlich ist die Attacke doch echt geil. So, blub, blub. Das macht Fun, das macht Spaß. Und ich mach mich nass. Lange dauert's nicht mehr. Ui. Grüezi wohl. Bei dir habe ich eine ganz ungute Vorahnung. Immerhin, sie hat mehr drauf als die anderen. Walbrock. Ich kann nicht mehr, ey. Ich dachte, die Namen können nicht schlimmer werden, aber die werden echt immer schlimmer statt besser. Palim, Palim. Tschüss, Mann. Palim, Pim. Ja, Pim, Pim und tschüss. Verloren, also hat mich mein 16 nicht getäuscht. Nö. Definitiv nicht. Und tja, es ist soweit. Auf zum eigentlichen Arena-Kampf. Obwohl. Ah, okay. Fällt auch noch ein Kampf hier. Guten Tag. Zeig mir, wie talentiert du bist. Eine Auswanderung von Psycho Zoltan. Gut, Zoltan klingt zumindest ein bisschen kryptisch, mystisch, stark. Bin ich jetzt satt bei Superman. Aber trotzdem Fehlmann. Ein Girafarik. Der Film ist nicht zu fahrig. Normal Psycho war. Girafarik. Farik. Der fährt nicht mehr. Definitiv nicht mehr. Du bist ja hochtalentiert. Ja, was du nicht sagst. So, gehen wir mal hier hin. Den hatten wir, glaube ich, schon, wa? Yep. Okay, Leute, es ist soweit. Zeit für den letzten Arena-Kampf. Noch ganz kurz speichern. Man weiß ja nie. Ich bezweifle, dass ich nochmal versagen werde, aber... Okay, und los geht's. Wow. Ben und Svenja.
Na, bist du überrascht? Na, bist du überrascht? Ja, es gibt ja wirklich 2 Rennleiter. Es gibt ja wirklich 2 Rennleiter. Das ist meine Zwillingsschwester, das ist mein Zwillingsbruder. Wir wissen immer genau, was der andere gerade denkt. Das nennt man Gedankenübertragung. Glaubst du etwa, du könntest dieses Duo so mir nix, dir nix spalten? Schneller als ein Atom, da könnt ihr euch sicher sein. Rennleiter Ben und Svenja wollen fighten, alles klar? Lunastein und Sonnenfell. Tja, der Tag und die Nacht. Okay, Freunde, es ist soweit. Wenn man sagen, direkt mal die Finstaurer, direkt mal richtig reinbashen und du machst erstmal ein bisschen schneller. Das war Nummer 1. Yeah, Mann, volle Power. Hey, nein. Nein! Gokira, was machst du da? Mann, ey. Gut, von mir aus, falls du noch aufwacht, trägt man am Blätter schon hinterher. So, Stollo, das ist jetzt Zeit für dich. Eisenschweif gegen ein Gestein-Pokémon. Mega Evolution! Mega Stolos. Alter Karamba. Ich glaube, Freunde, es ist der schnellste Innerleiterkampf aller Zeiten. 54. Und Stufe 53. Yeah, Mann, wie die abgehen, ey. Boah, ist ein Verteidigungswert. Sind wir etwa doch ganz ein gutes Team? Doch schon, aber meine Pokémon sind halt besser. Vor allem bist du trainiert. Du hast geschafft, dieses Duo zu spalten. Deswegen müssen wir dir das hier geben. Es ist der Mentalorden. Yes. Mit dem Mentalorden gewachen alle Pokémon bis einschließlich Level 80, selbst solche, die du per Tausch erhalten hast. Alter, Level 80. Dagegen kannst du jetzt die V-Attacke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier, das ist dann für dich. Gedankengut. Yes, auch die noch. Gedankengut kann sehr hilfreich sein. Pokémon finden damit innere Ruhe und können sich danach besser konzentrieren. Das ist ein Spezialangriff und eine Spezialverteidigung des Pokémon, das sie einsetzt. Das ist wie gemacht für Psycho-Pokémon. Der Zusammenhalt zwischen einem Team und dir war eindeutig stärker als das Band zwischen uns. Und das, obwohl wir Zwillinge sind. Ich sage voraus, dass du in Zukunft noch viele weitere wertvolle Freundschaften schließen wirst. Euch stehen sicher auch noch viele weitere Prüfungen bevor. Aber kein Grund zur Sorge. Wenn ihr Zusammenhalt ist keiner von euch alleine, du noch deine Pokémon oder deine Fans. Nehmt alle eure Mut zusammen und halt zueinander, dann könnt ihr alle Probleme aus dem Weg räumen. Alle Pokémon aus dem Weg räumen, schlecht. Ja, schöne Worte, Freunde, schöne Worte. Ist das bereits das Ende des Parts? Nö, ich habe noch einen kleinen Cliffhanger für euch. Und zwar findet der jetzt statt. Was zum... Oh. Ach du Fresse. Was geht hier vor sich? Das ist eine sehr gute Frage, die wir im nächsten Part beantworten werden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier bei Pokémon Omega Rubin. Wo es dann den letzten Kampf gegen Team Magma und die Befreiung oder Erweckung, wie auch immer, von Groudon gehen wird. Ach du Scheibenkleister. Bis dahin, ciao zusammen!